Leefren vum FC Deverling 03. Dir Damen an die Herren, welcome hai fir eng nei Deverling 03 TV-Sendung. E kurzen, mir ewer interessante Programm, dem am News Cup aufhängt, e Gespräch mat de Spieler Gianluca Bay am am Kevin Danzico, an zum Schluss Präsentationun vum neien FC Deverling 03 Coach. Et André la chose. Mais non, c'est gentil. C'est une. Allez, méthode, travail! Oh! Reste plus vite! Aidez! Allez! Les matchs commenceront dans 4 minutes. Ja, det. Så, vem är det nu? Ja. Alex! Kom! Approche toi! Alex, kom maar in! Les matchs.
Aufgepasst. Wann der konzentriert, der spielt genauso so weiter. Okay, da wirst du ja was können. Ne? Chers jeunes footballeurs, je vous demande 5 minutes s'il vous plaît, ça s'engage de semaine en semaine. Un grand merci aux parents et aux entraîneurs, aux accompagnateurs et tous ceux qui accompagnent le jeunes le football des jeunes. Qui était très sportif ce matin, les copains de Bertrand se sont amenés. Man hat den Hautchance man wieder, dass man dat echt am hat en wirklich super Tourneier mat 300 Jugendlichen, Schüler, Kanner, jungen Armeescher an dat war schön nozugucken an dat war auch ganz eng flott Ambiance ze summe mat ihren Eltern ha im Stadion an Mengen dat huet wirklich gut gedo fir den 20. Anniversaire an zum Mols weil och Kupp lo hai opgetreden ass an dat huet die kann an Armee motiviiert. Hallo, alles mit allez, Ech will woch nach soen vum Meer Seite aus vum Organisationskomitee e grosse Merci und die ganze Kipp vun der Jugendkommission, den den Dachhaus vierbitlech enkadréiert hunn an die wirklich menggen zu gréster Perfektion was zu beigedroen ass alles reibungslos aufgelä was. Haut hummer een vollereichen Fußballdach an der Runneis. Mun der Youth Cup gespielt, dem ausgedonnen durch den 20. Anniversaire vom Fußball FCD 03. Schon die große Chance, dass ich heute 2 Fußballartisten bei mir sitzen hun, die durch het können und durch hier aber auch durch die Disziplin beigedrohen, für das den Tag haut soll ein Reussit gehen. Meiner linker Seite ich stehen. Adin. Adin guckt eigentlich an die Kamera, da sehen wir besser. Den schön krauselen. Bei welcher Kategorie spielst du, Adin? Daverding. Daverding, wie lange bist du am Verein schon? 6 Jahre. 6 Jahre, fantastisch. Meine erste Seite heute, Kollege? Evan. Evan, er spielt wie lange am Verein heute? Daverding. Allen 2 haben sie Medaille gekriegt. Aber wie gesagt, den zu Daverding auf ein Turnier könnt, da gibt es keinen Verlierer, es gibt immer Gewinner. Den auf Daverding könnt oder den Trikot von Daverding dreht, dann ist er Gewinner. Vielmals merci den Eltern, dass sie kommen sind, an den Trainer, dass das ganze Jahr so ein gut Arbeit mal als Kader legt. Merci, au revoir, bis nächstes Jahr.
Mit enger 5. Platz am Championat aus Saison 2022/2023 für den FC Deverding 03 nicht so verlaufen, wie sie sich dort vorgestellt hatten. Als Aufschluss von der Saison konnten die Jungen aber nach mit einem 4:2 gegen Mariska Miersch Coupe de Luxembourg auf Deverding holen, und das schon für die 5. Kehr. Am Interview den Gianluca Bey und den Kevin Danzico. Kurz auf Championat zurückgeguckt, wie gibt ihr zwei das beschreiben? Ich gif so war ein Championat wo ganz stark gestartet ist für uns. Ich gif so net gut ugefangen. Wir hatten eng Phase, die man ist ganz einig vielgestellt am Anfang. Wir wollten natürlich direkt weisen, dass wir dosi für die Champions spielen. Und du hast da nicht kommen wie erwartet. Voilà, mit einem Trainerwechsel noch schmengen nur den nächsten 6 Matcher. Eben große Wandel, auf dem wir nicht präpariert waren, und schmengen natürlich nur Terra gemerkt. Es war nicht so einfach für uns am Anfang. Wir hatten eine Phase, die ein bisschen schwer war, bis die Pause. Und danach den Start verpasst. Und voilà, ich gebe aber so, dass es zum Schluss hin nicht mehr der Beste rausgemacht. Was gibst du so? Und du? Ja, ich meine, war Championat mit an Saison mit viel Heischen an Devten. Wir müssen aber schlussendlich gewiesen, dass die Devten uns mehr stark gemacht, weil man, ich habe so eine Equipe nicht geguckt, wie Cäsar aufhängt, mir echt, wie sie so aufschlägt. Und schlussendlich, wenn man aber dann Dreckron guckt, gebe ich aber so, dass es einen positiven Aufschluss war. Natürlich kann ich sich nicht zufriedenstellen mit einer 5. Platz, weil wir trotzdem Deverding sind. Aber schlussendlich wird aber nicht mehr geguckt, was haben wir gewonnen, und wir haben einen Cup gewonnen. Und dafür gebe ich alle Jahre in der Schreibe, 5. zu gehen und Cup zu gewinnen. Durch den Coupe de Luxembourg quasi als letzte Rettung für die Saison 2022/2023 für einen europäischen Plan teilzuholen. Wie sind ihr mit der Situation umgegangen? Es war eine extrem Drucksituation. Also ich persönlich, und das habe ich bei meinem Matchspiel auch gesehen, ich spiele für den Druck. Ich meine, ohne Druck geht nicht viel am Fußball. Und dafür wusste man, dass das die Entschrettung für die Saison gewesen wäre. Also haben wir die Match auch gespielt, wenn ihr gesagt wie man gegen Hasper, wie geht Niederkur, Rosebud auch an Final natürlich. Was wir da gelesen haben, das hat wirklich gewiesen, dass Jüdrin in eine dynamische Richtung gegangen ist, und dass wir dafür wollten Cäsar so retten, und dass wir es auch eben gerettet konnten. So. Ja, also ich gebe darüber an für einen Druck, ja natürlich. Das ist ein Final, ich meine, wie Gian Lulo so, wenn wir die nicht gewonnen hätten, geben wir mal deutlich in die Hand durchstehen. Ich meine, dann hätten wir gut nicht als der Cäsar gemacht. Und da wären wir für alle auch nicht europäisch gewesen. Dafür war schon ein gewisser Druck da. Mir persönlich muss auch so ein enorm Fried. Und die hat mir ein bisschen den Druck weggeholt, weil ich mag so tun, voilà, ein Final am Stadion, wo ich aber schon eine lange Zeit mal gewünscht hätte, dort zu spielen. Und für ein Publikum, wo man wusste, für ein Match in das Stadion, der wird Full House sein. Das war ein enorm Fried, einfach ein enorm geiles Gefühl schon für ein Match. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir ein bisschen den Druck weggeholt. Da wo sie natürlich das ganze Familie, du hast Freunde, und hatte von allem da, dann gehabt, hatte von allem Lust, an einem schönen Stadion, seine Freunde, seine Familie etwas können zu weisen. Und ich persönlich habe mich mehr darauf konzentriert, und dafür war bis zum Match den Druck nicht so hoch, wie sich kein Vorstellen für ein Finale, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich Druck für ein Finale, den ist immer da. An der Coupe de Luxembourg hat allen Match ein anderes Gesicht gewiesen. Die hat der Swift Hasper an der Progrès Niederkur rausgeht, den nächsten an den zweiten am Championat. Loch op diesem Matcher kein Druck auf ihre Schüler, oder hat dir die mehr Licht abgeholt wie die Matcher am Championat? Mir Licht abgeholt, meine ich nicht. Ich meine, wir sind einfach eine Equipe, da hängt der Menge ganz viel vom Mentalen auf. Ich meine, du sagst auch, es ist so, dass wenn wir voll konzentriert sind, wir spielen jeder 100 oder 110%, kommt oft um Terra etwas Gutes dabei raus. Und war oft der Fall, dass es nicht so war. Ich meine, du hast um Terra ganz anders gelaufen, wie wir wollten. Und gegen Niederkur, sowohl gegen Tespa, wir waren uns bewusst, weil es geht. Wir waren uns bewusst, wir haben 2 oder 1 Match mal als echt, wo man mussten alles rausholen, wo man mussten alles gehen, weil sonst stehen wir am Ende von der Saison da mit gut nicht. Und ich meine, das hat jeder sich gesagt, jeder hat sich in der Hand geholt, jeder wollte den Match unbedingt gewinnen. Und dann, die Motivation war einfach enorm, muss ich einfach sagen. So nicht das Präparation an, ich war auf dem Match, ich meine gut nicht. Ich meine, es war wie ein anderer Match auch. Es war einfach Motivation und Engagement war enorm da. Ich gebe auch so, dass man nicht an den Matchern anders gesehen gewesen und mir einfach strich gesehen. Das heißt, ich meine, die Equipe, wo wir das Jahr hatten,
kann ich net beurteile von den Matcher, wo man zum Beispiel gegen Straße verloren, wo man knapps gegen Tourstadt gewonnen, mir die rich Ekip von Daverding als die Ekip, wo gegen Niederkur gewonnen wird, wo gegen Tasbar gewonnen wird. An das einfach schön, dass man das nicht oft genug gewiesen hun, mir möchte einfach hilfreich auf Zukunft, weil sich sieht, weil er Loma ein richtig Ekip kreiert, an ob da das abzubauen, an hoffentlich mehr oft, mehr konstant zu Leistungen zu bringen, kann just positiv sein, an meiner Meinung. An der Final vun der Coupe stong der gin Mariska Miersch, eng Final, die der auf 4-2 gewonnen huet, wo der awer beim Stand vum 2:0 an all Krankheeten vun nichts reggefallen seet, zum Mols beim 2:1, aber beim 3:2, wär dat fir de Matcherem spannend zu machen oder wat geef dir dazu so an? Ich bin immer der Meinung, dass van 2 Kippen an enger Final sind, dass der 2 gute Kippe sind an dofir gesagt hat vielleicht vubausen aus, dass mehr den 2:0 aufgehen hun mir schmengen einfach da das Respekt du mir dass die net opgehalten hun an die neben den 2 Geschoss. Ich mengen, dass dat Rëm en Qualität von enger Kipers mehr Kruten eng hun Rëmmen 3 Geschoss mehr Kruten den 3:2 hun Rëm eng Reaktion gewiesen an ich gesinn echt dat positiv, dass mehr immer Rëm bei all Rückschlag zurückkommen sind wie der Schluss, dass man den 2:0 henke gelos hun an wie gesagt schlussendlich was dat sich verzielt die Coupe opse wenn er weder lo magin dat de 5:0 ass en 1:0 oder 4:2 as wirklich ganz egal méger Meinung noch. Ja, also ich meine nicht, dass man heute spannend machen, also ich auf jeden Fall nicht. Ich meine einfach, dass ein Final wie John Luso, da waren sie hat noch, muss ich so in den Tag uns alles gehen, sie waren Gegner, die waren am Niveau, ganz einfach. Und wie doch am Championat, dass von den Gegner spielt, den im Niveau ist, von den 1-4-0 ist, der Match wäre schon gewonnen, wäre River. Da kann ihn direkt am Gegner kriegen und da möchte der Match ganz anders. Der trainiert den Match so war. An der Finale Schmenge wir hatten einfach 2 Aktionen, wo wir eine Menge nach einfach geschlafen und ich weiß nicht, was du lässt, weil das sind Goler, die dürfen niemals geschehen. Natürlich schon mal spannend gemacht. Und sie haben durchgespurt, ich meine, Fans sind durchgespurt, ich meine, die Stadien, die waren immer voll da und ja, da ist eine gewisse Spannung dran gekommen, wie John Luso. Das war umso mehr geil, da wir einfach zurückkommen sind, 2 Mal zurückkommen und voilà, zu schützen im Apps das gewonnen, gagné. No Match ass der Ekipp jo ganz bestimmte Stee vom Herz gefallen. No dem Druck, wie gehen den Dombaten Emotionen an den Erlichterungen, wie hu der dat verschafft, kann der dat bisschen beschreiben. Persönlich war dat für mich gebe ich so de schönsten Tag im Leben vom Fußball hier. Also wann ich lohn über die Finalschwätzen, alles dat vertrauen immer, we man Hühner kommen sind, keine Schinge Haut, weil dat einfach eine Belohnung war für all die Sakrificen, wo ihn an seiner Karriere gemacht hat. Natürlich muss in dat Lo bisschen méi kal bis méi nicht da gucken an sech einfach so, weil dat das lo geschieht. Und darauf muss opbauen für Zukunft, aber sech net op dat verlosen, weil dat am Fußball zielt Vergangenheit net viel. Fußball zählt just de Präse an Zukunft dann wie gesagt, dat war nachke de schönsten Tag am Leben an aber ass dat Lo für mech Vergangenheit an ich gucke lo, dass dat nächste Saison wiederholt kann geht. Ja, selbst. Also die Emotionen waren voll direkt da. Von Anfang an, meine Jean zum Mols. Die letzten 10-15 Minuten sind wirklich gespürt. Ich meine, da wo der Höchstpunkt war bei der Fehllag von John Lu für den letzten Goal. Ich meine, spätestens da hat ich gespürt, dass die Emotionen kommen sind. Ich meine, ich auch schon mich direkt auf den Boden gehalten. Ich weiß noch, der Kapitän hat gelacht. Zu mir, was kannst du auf den Boden? Der Match ist noch nicht fertig. Ich war so froh, weil ich einfach wusste, okay, das ist eine Fehlentscheidung. Und voilà, einfach enorm geil, wie John Luso, ich meine, einen Coupe zu gewonnen. All die Jahre, wo ich schafft, endlich einen Merit zu kriegen und dann noch nach so einem Stadion und noch voll. Das war einfach für mich auch ein bisschen, so mal unbeschreiblich, ganz schöner Moment. Ich hatte auch schon viel, ich meine, das ist jetzt sicher einer von den schönsten, die ich bisher hatte. Und die Emotionen haben nicht angefangen nach dem Match, nicht angefangen nach Moyes, mit denen angedauert bis den anderen Tag Moyes. Bei mir Abschied war voll, sogar nach 2-3 Stunden noch, hat noch immer drüber gedauert, dann war er froh, die gelacht oder Foto gesehen und enorm geil einfach, ja. Zenter Jesio 10 Dich passiert, denkt den nach un Cup oder steht schon den europäischen Datum am Kap, gegen wat für eine Equipe in untreten muss. Go net wësse wo hier geht, wësse man schon nach geht international. Das eng Erfahrung, die man schon gemacht fir hun ja, last Joer in Ljubljana.
Und ich meine, du willst wissen, mal schon, wo es geht. Das ist in eine Richtung, wo das Niveau noch ein Charakter drüber ist, ich ganz einfach so. Und das ist das, was wir uns nur nachstellen. International, noch ein Niveau drüber, noch ein Niveau über Lützburg, da wahrscheinlich 2, 3 Niveaus drüber. Und das ist das, was wir nur wissen müssen. Der Gegner feststellen oder nicht, das ist nicht schlimm. Wir müssen das einfach präparieren, das ist für Niveau zu sehen, für unser Niveau noch ein Stück drüber zu setzen. Und das ist das, was wir machen, und das ist für die Leute das Wichtigste. Total aufverstanden mat dat wat Kevin so ich sie noch schmengen mehr spielen ganz Joer am Fong für allem dat ein positiven Aspekt vu Lützeburg du spielst ganz Joer fir so Matscher können ze spielen net sie Leiit die spiele vielleicht mehr heich Niveau wie mehr die noch vielleicht besser Fußballspieler mit die Chance een europäische Match zu spielen an mehr können dat all Joer machen wann man die nedisch Resultate bringen an dofir sind dat doch die pur wo in der vorders lief de wie Profi an also ich freue mich extrem auf die Matcher für allem für der Kulisse wo ihr spielt dem nur wer Kibe krit vielleicht auch für den Exploit zu machen für sie nie ich meine wir gehen an die Matcher natürlich für als Museum an alles mir auch für weiterzukommen das muss ich so wie das letztes Jahr war man ganz knapp so lacht und dann probieren wir das für besser zu machen. Also huet Kupp is jo nach Saison 2022 2023 bisse gerett an Dir könnt dem europäischen Terrain optreten. On veut rebâtir quelque chose, c'est clair. On a le premier objectif, c'est la Coupe d'Europe. Déjà d'y être, c'est pas mal, c'est déjà bien. Et quand je vois un petit peu au deuxième tour, on rentre au deuxième tour avec tous les ténors qu'il y a. On n'aura que du grand plaisir de les rencontrer. Peut-être pas, pourquoi pas, peut-être d'avoir la chance de faire un bon match. Et c'est des miracles, il y en a toujours. Mais d'abord, voilà, de retrouver cette joie que Elder nous a apportée et que Pedro va continuer dans cette joie des joueurs, joie de vie. Les cas de la plupart des joueurs, ils vont rester avec nous. Alors, c'est des joueurs que moi je connais bien. Et qui me connaît aussi, c'est les façons comment nous on travaille. Et voilà, c'est ça qu'on va faire, travailler tous les jours pour chaque match, réussir à les gagner. C'est la seule chose. Après, les recours, on les connaît aussi. On sait qu'est-ce qu'on veut faire. À partir de là, on est tranquille, on n'est pas pressé, on n'a pas la pression. On a encore les temps aussi. Alors, voilà. Parce que là, maintenant, actuellement, on travaille beaucoup sur les transferts. C'est ça la chose primordiale pour que M. Rezende ait une équipe compétitive. Le coach a parlé avec certains joueurs qui doivent prendre plus de responsabilités, sans les citer maintenant ici. Quand on voit un recrutement comme on fait, quand on fait un Ruffier, c'est pas pour... c'est quand même un homme, un vrai, voilà, il vient, c'est un leader, là où il est passé. Donc, bon, lui, bien sûr, de s'adapter dans le groupe, mais je pense avec son intelligence et sa capacité, ça va pas faire, ça va pas durer longtemps. Donc voilà, un petit peu, vous voyez, au niveau des transferts qu'on fait, c'est quand même très important pour nous d'avoir l'un ou l'autre leader.